Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Evil Within Pelzig. Ja, in der letzten Episode haben wir versucht, den Kidman noch zu steigern, aber das war wohl nix. Und das Seppel und der Baschel sind wieder voneinander getrennt worden. Okay, die Dinger kriegen wir nicht kaputt. Ja, und jetzt sieht es wieder so aus, dass wir unseren eigenen Weg gehen. Und ich bin hier im Mietshaus vom Ackermanns-Schorsch gelandet. Der ist wieder da, ihr liebe Leute. Wenn ihr das letzte Episode nicht gesehen habt, der Ackermanns-Schorsch ist wieder da und versucht uns hier in dem Plattebau das Leben schwer zu machen. Der ist hier der Vermieter und sammelt die Mietei. Und da sieht es richtig olver aus. Ja, er ist hier. Jetzt höre ich ihn richtig mit seinem Hammer. Ne? Er hat immer seinen Schnitzelhammer dabei. Und da sind auch überall die Safes wieder. Ja. Der ist hier wieder überall unterwegs. Und wenn ich ihn sehe, sollte ich ihn besser aus dem Weg gehen. Ansonsten spawnt er natürlich wieder aus den ganzen Safes hier raus. Das heißt, ich probiere mich bedeckt zu halten. Ich weiß aber nicht, wo er rumlungert. Da ist er! Ach du Scheiße. Und da ist alles voller Faller. Da ist er. Oh, 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 oh. Das wird richtig olver Ende. Ich sehe es jetzt schon. Ich sollte mich da verstecken. Und hoffe, er sieht mich nicht. Ah, und er hat als noch den Bursche an seinem Hammer dran. Wie eklig ist denn das, Mann? Das ist so ein feiner. Voll Teufel. Okay, der Gang scheint auf jeden Fall wichtig zu sein. Sonst wären hier nicht so viele Fall auf einmal. Die versuche ich jetzt als allererstes zu entschärfen. Das braucht nämlich unglaublich viel Zeit mit den Säure-Dinger. Und dann gucke ich mich rechts in dem Raum rum, genau. Gucke ich mich rechts in dem Raum um, wo er rumgewerkelt hat. Dass ich da irgendwas noch verpasse, was optional ist und an Sammelgegenstände oder wisst ihr, Teufel noch irgendwas, ne? Da ist mal wieder ein Safe. Ah, da ist er wieder. Da ist er wieder. Streichhölzler habe ich und 1000 Sub. 2 Saves sind hier alle schon, ne? Ihr seht, der Typ hat mal wieder Chance ohne Ende andauernd wieder zu kommen. So, noch Werkzeugdealer. Hab das Gefühl, da wo die viele Falle sind, das wird wahrscheinlich der Hauptweg sein. Deswegen soll ich mich hier nochmal umgucken. Da ist noch ein so ein Stolperdraht. Das ist besser, wenn man sich da umguckt, ihr liebe Leute. Ja? Kennt immer noch irgendwas verpassen. So wie 1000 Sub. Die möchte ich nicht missen. Jetzt mal ganz ohne Witz. Okay, da liegt wieder ein Safe rum. Das ist ein absolut mieser Kastekopf, der Typ, ne? Kann überall wiederkommen, der Kerl. Der hat zig Möglichkeiten hier. Das heißt, den kriegt man auch wirklich nicht klar. Der Wächter überlebt so lang, wie es Saves gibt. Oh oh. Die Ratte rennen in die Richtung. Sollte man der Ratte wahrscheinlich besser folgen, ne? Da wird es wahrscheinlich... Ja. Da können wir wahrscheinlich nicht durch, das habe ich mir schon gedacht. Der Ackermann kann durch, der ist ja durch sein Safe geschützt. Aber wir sollten hier durchkriechen. Mann, 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 Mann. Okay, wie sieht's hier aus? Also, ohne Scheiß, wenn hier Zimmer 50 Euro kostet im Monat, ist das immer noch übertrieben. Boah. Es ist echt heftig, aber sau geil gemacht, muss ich sagen. Das zerstörte Crimson City gefällt mir tierisch gut. Ich finde es auch schön, dass wir jetzt hier relativ viele Kontrollpunkte haben. Kidman, bist du da drin? Okay, du hast den Bus gestürzt. Ich habe das dumpfe Gefühl trotzdem, so oder so, egal was wir machen, der Schorsch wird wahrscheinlich wieder Kummer. So oder so wird es unseren Bossgegner hier. Den kriegt man nicht kaputt, solange der Rudi lebt, denke ich. Ja? Genauso wie es mich nicht mehr wundern tät, wenn die Samara, die Laura wieder kämen. Ne? Die ganze Bossgegner leben so lang, wie die Krankfantasie vom Rudi aufrechterhalten bleiben kann. Und solange der existiert, gibt's auch dem sei verzerrt die Welt und sei Kreaturen, die er sich als Bossgegner da gedacht hat, oder als Wächter, als Hüter oder Etappewächter oder Kreaturen, die über den ganzen Bereich herrschen und so weiter und so fort. 3 Magnum Kuckler, okay. Behalten wir im Hinterkopf das Ganze, dass man das hin.
Weil wenn unser Metzger-Großmeister wieder kommt, dann haben wir wirklich ein gewaltiges Problem. Okay, das ist verschlossen. Nein, nein, nicht alle. Nein. Haben Sie es noch nicht kapiert? Er liebt es, andere zu quälen. Sie wissen zu lassen, dass er am längeren Hebel sitzt. Leg Köder aus. Piesackt seine Opfer. Seine hinterhältigen Fallen. Als es mich erwischt hat, war mir absolut klar, was vor sich geht. Ich habe es erkannt, aber ich konnte nicht mehr zurück. Ich wollte die Wahrheit erfahren, das wusste er. Detective Castellanos, Lady, seien Sie ehrlich zu mir. Oh Mann. Werde ich verrückt? wenn Sie überleben wollen, sollten Sie sich gut überlegen, wem Sie vertrauen. Wow. Okay. Ja, unser etwas ominöser Nachbar hat uns immer noch keine wirkliche Rückschlüsse geben können. Also nicht Rückschlüsse, hat uns nicht wirklich weiterhelfen können, wie ich finde. Oh. Vermisst. Joseph Oda, Detective der Polizei von Crimson City, verschwand auf dem Nachhauseweg. Mehrere Augenzeugen berichten, er hätte in Crimson City nach jemandem gesucht. Ach du Scheiße. Jetzt ist der Seppel schon bei der vermissten Anzeige. Wir haben uns ja von ihm getrennt in der letzten Episode. Und er wollte auf eigene Faust noch den Kidman suchen. Ach du liebe Zeit, kommt der jetzt als Bossgegner. Wow. 10.050. Grüni Glipper Ursub Hammer. Okay, was machen wir? Was macht Yoshi? Entschuldigung, das ist von Switch beim Deutsche Welle Polen, wenn er das kennt. Wo es dann verschiedene polnische Winterspiele gibt. Da ist dann Yoshi beim Eis angeln. Und jedes Mal immer mal, wenn das dann rüber geswitcht wird, wieder, was macht Yoshi? Er sitzt dann immer dort und angelt halt im Eis, ne? Hier, da haben wir nichts weiter, was wir so machen könnten. Magnum Munition. Ich halte es nicht für so besonders wichtig, um ehrlich zu sein. Wir sollten die Schrotflinte vielleicht nochmal etwas verbessern, wenn möglich. Nee. Es gibt nicht wirklich Zeichen, was ich damit machen will, um ehrlich zu sein. Es gibt nichts Großartiges, was ich gern verbessert hätte. Oder verbessert bräuchte. Hm? Dann machen wir hier lieber wieder einen Speicherpunkt. Dann gehen wir wieder zurück ins Loch. Ja, jetzt wird's wieder heftig, ne? Gespeichert haben wir. Und unseren Ruheraum, den haben wir noch ganz vor uns. Und da hätten wir noch Gel. Und zwar 500 und 300. Okay, es ändert nach wie vor nichts. Ich sollte mal wirklich auf die dicke Hunde sparen, finde ich. Okay, der ist jetzt auf. Es ärgert mich immer noch, dass ich in der anderen Wohnung nicht gefunden habe, wie es da runter geht. Zu dem Bonusteil, wo auch noch grünes Gel und der Schlüssel waren. Das ärgert mich. Ich weiß nicht, geht's da weiter oder geht's... Okay, da haben wir nochmal 200. Nee, es scheint wohl wirklich durch die der weiterzugehen. Okay, huiuiuiui. Ab geht die Wildfahrt. Okay, Kontrollpunkt. Spritzel und grünes Gel. Das sind nochmal Werkzeugdele, die sollte ich mal auch noch nehmen. Verteufelt mich bitte nicht, dass ich dort den Ende Schlüssel wieder verpasst habe. Das Mal habe ich echt überhaupt keine Ahnung gehabt, wie ich da überhaupt lang gehen muss. Also, das tut mir wirklich leid, den habe ich auch verdummt beitelt, aber ich weiß einfach nicht, wie ich da runterkomme. Es ist, wie gesagt, ein blindes Let's Play und ich spiele das ja alles zum ersten Mal. Da kann sowas passieren hier. Dann machen wir erstmal weg. Ich finde es aber gut, dass wir jetzt hier nochmal die Erntemöglichkeiten für solche Werkzeugdealer, weil ich hätte ganz gern wieder ein paar Sachen für die Qualer-Armbrust hergestellt und da brauche ich die Dinger. Okay. Wie sieht es da aus? Da ist abgeschlossen, okay. Da ist wahrscheinlich auch abgeschlossen, da ist Stacheldraht mal wieder davor.
Den Sabajockel versuchen wir jetzt mal so auszuschalten. Der hat 2 Bolzen. Uiuiuiui. Okay. Nein! Ich fall da auf dasselbe Trick 2 Morei. Das gibt's ja gar nicht. Aber der kam von hinten. Den habe ich nicht bemerkt. Ja, das ist gemein. Jetzt scheint es wohl hier so eine Art Attentäter noch zu geben, die sich doch selber noch in die Luft jagen mit 2 Explosivbolze drin. Hätte ich denn still gemessert, dann hätte es mich interessiert, ob ich dem die Bolze hätte entfernen können oder ob die wirklich speziell auf mich reagieren. So wie meine hier speziell nur auf die Ruhelose reagieren. Ist das optional oder ist das ein Bereich, in dem ich sein muss? Ja? Gluck und da ist noch großer Gluck. Und da ist noch mittelgroßer Gluck. Das ist sehr gut. Da kann ich nichts machen. Also Strom kann ich nicht Eischalter oder sonst was. Da drüber sieht es auch aus, als ging es irgendwo hier weiter, ne? Okay, kann ich das Ding nehmen, oder? Okay, die Bolze von der Ruhelose, die funktionieren nur, wenn ich mich in der Nähe wieder aufhalte. Die kann ich nicht einfach so einsammeln. Das ist etwas schade, wie ich finde. Okay, das war die aufgegangen ist. Das müsste dann auch so eine gewesen sein, die da aufgesprungen ist, als ich hier die explosive Knabe hier erledigt habe. Einschalte kann ich aber hier nichts, ne? Ne, da geht nichts. Okay. Dann muss ich wieder warten, bis der Wächter kommt. Und sonst stellen wir nur hier kleine Gegner wieder vor uns. Ja. Huiuiui. Also ich muss sagen, das Spiel geht auch sehr lang. Jetzt nur ganz ohne Witz auch. Das Spiel ist kein Ding, was sehr schnell abgehandelt ist. Bei Until Dawn, muss ich sagen, war ich doch überrascht, dass das ganze Spiel nur so kurz geht. Ich hätte echt gedacht, dass es länger geht. Bei The Evil Within kann ich mich absolut nicht beklagen. Da kriegt man wirklich was er Geld geboten. Das Spiel geht tatsächlich sehr, sehr lang. Okay, jetzt wird mir der Gel-Jackpot geknackt und eine Streichhölzel habe ich auch noch gewonnen. Zack. Ich muss im Nachhinein sagen, es war etwas Verschwendung, das auf 30 Streichhölzer hoch zu skillen. Ja, am Anfang habe ich gedacht, okay, das brauche ich sehr häufig. Da habe ich noch Gel. 2 Mol sogar. Am Anfang habe ich echt gedacht, okay, das brauchst sehr viel, aber die 15 hätten eigentlich völlig gereicht. Man verwendet nie am Stück 30. Joseph? Der wird vermisst, der Joseph. Es könnte jetzt sein, dass der unseren kleinen Mini-Boss oder sowas wird. Oder sogar ein ganzer Bossgegner. Wow, das wäre halt richtig assi, wenn der jetzt sein eigener Partner aus dem Revier niedermachen müsst, weil der Ruvik ihn mit seiner schrägen Gedankenkraft dazu zwingt, mit seiner Gedankenverbindungskraft, die er da hat. Spritz ist auch immer gut. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es ja an dem grünen Gel, dass die da mutieren. Ne? Also, ist ja auch möglich. Vielleicht hat er das Seppel auch, man sieht ihn ja nicht ständig, vielleicht hat auch der seine Art von Klinik als Ruhepol, ne? Und injiziert sich dort die grüne Grütze in den Kopf. So ist das halt, wenn man sich Wäschenkraut in den Kopf jagt. Ja, kann sowas passieren. Lass mich roter? Ja. Er rennt vom Ackermann weg. Und Rudi steht wieder da. Ach du Scheiße. Oh Gott, und jetzt? Ja, jetzt ist es rot, ne? Ich hasse das. Kann der Rudi uns nicht einfach mal machen lassen? Ich glaube, ohne Scheiß, der Leslie war, bevor er in der Welt war, also bevor er hier entkommen ist, war das bestimmt mal ein arg-sehender Akademiker. Oh. Was kommt jetzt? Was ist das für fiese Scheiße? Sagt uns das eventuell, was wir machen müssen? Mal abwarten.
Sagt uns das Ding, dass wir da einen Blitzbolzen gefunden haben, sagt uns das möglicherweise, dass wir das machen sollten. Okay. Ich sammle jetzt trotzdem mal die Bolze ein, man weiß ja nie. Vielleicht setze ich die Dinger so außer Gefecht, ich weiß es nicht. Und? Ja, tatsächlich. Okay, ist super. Oh. Okay. Aber ich weiß, dass ich das jetzt mit einer Blitzbolze außer Gefecht setzen kann. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Ist es das? Hilfe. Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Herr Uff. Ey, du Staubsauger-Roboter. So. So machen wir das. Scheiße. Das ist doch echt ein gemeiner Mist hier. Ey. Ey. Jetzt kriege ich noch wieder so Dinge in eine Wärschen gejagt. Ich hab doch gar nichts gemacht. So. Dann sollte ich. Und dann noch ein paar Hersteller. Hm? Sicher ist einfach sicher an der Stelle. Ah, er hat schon einen aufgelegt. Okay. Och Mann. Hoppala. Okay. Also manchmal sagt ihm wirklich die Umgebung, was man definitiv machen sollte. Das finde ich sehr cool. In dem Fall wäre ich ohne der Blitzbolze wohl eher nicht so drauf gekommen. Bin auch nicht so der Blitzmerker, ne? Zack. Ich bin da jetzt aber auch etwas perfektionistisch veranlagt. Und mag hier definitiv alles in dem Bereich haben. Leckt einer auf. Der Staubsauger kommt bestimmt wieder. Ja? Okay, also wenigstens Dodofu haben wir noch ein bisschen Kruscht gekriegt. Und was gibt's dann hier noch? Hier gibt's noch was zum Entschärfer. Das ging recht fix von der Hand. Hey! Ging recht fix von der Hand und auf fix reimt sich irgendwie Spritz. Deswegen sollte ich mal die 8 setzen. Oh Gott. Okay. Es wundert mich nicht, dass der Ackermann gekündigt hat. Und so eine Kich wollte ich auch nicht schaffen, um ehrlich zu sein. So. Also da wundert's. Ja. Leckt mich am Arsch. Scheiße. Ja, da wundert's mich nicht, dass der Ackermann gekündigt hat, wenn ich in so einer Küche schaffen müsste. Das hätte ich ja nicht machen. Scheiße. Okay, wissen wir was? Ich mache jetzt do auch nur der Schweinsgalopp. Wir wissen ja, wie es aussieht. So, ein bisschen mit der Konserve gekickt. Frisch wird hier auch nie gekocht, immer nur mit Konserve. Ich weiß jetzt aber in etwa, wie der Haas läuft. Von dem anderen Bereich halte ich mich jetzt definitiv fern, ohne Scheiß. So läuft das hier nicht. Ich werde nur die Grütze hier einsammeln, die notwendig ist. Und wenn sie mich stören hier, die Klinge-Roboter, dann mache ich sie kaputt. So, 2 ausgeschaltet. Ah, da ist noch eine Statue. Sehen wir mal. Das hätte ich übersehen. Es hat doch noch was Positives gehabt. Okay. Dann kann ich noch ausschalten, den Mechanismus. Hier waren doch irgendwo auch noch Schrotpatronen, oder? Ah, noch ein Blitzbolze. Sehr gut. Oh. Okay. Da war der Scheiß. Da kommt von da noch der andere Scheiß rausgeknischt hat, aber da gehe ich jetzt nicht hier. Da warten wir lieber nochmal. So, dann zünden wir mal an. Sicher ist sicher.
Den machen wir kaputt. Wenn er sich dann hintraut, das Roboterle. Was war dann hier nochmal? War hier nicht auch noch irgendein Scheiß? Irgendwie habe ich gerade wieder so Tschaikowski im Kopf. Hoppala. Nee, da ist nichts. Dann sollten wir aber, bevor die Roboter da wieder rauskommen. So rum, ne? Sollten wir welche von denen Hersteller. Jetzt kommen die wieder. Und der hier. So, sehr gut. Okay, da haben wir alles erstmal gemacht. Dann sollte ich das Ding entschärfen, ne? Und wenn ich es jetzt verhunzt dort drüber, dann sollte mich echt mal der Blitz beim Scheiße treffen. So. Der ist noch für euch. Ich sollte baden. Ich sollte baden. Und ich sollte blitzen. Ja? So schwirrt noch irgendwo einer rum von den Knabe. Da ist das, da ist das. Hey, da ist er ja. Der verlorene Sohn. So. Zack. Der hat getroffen. Da gehen wir. Boah, scheiße, voll durch das Ding durchgerast. Du sollte ich vorsichtig sein. Du, der Blubbereissammler. Da habe ich 1000. Da habe ich nochmal 300 Schmiers. Und dann sollte ich hier durch, ne? Okay, da sind die Kameraden. Da kann ich jetzt aber trotzdem durch. Okay, der hat Sprengsatz drin. Das ist mir jetzt aber gerade scheißegal. So, da sind Seppel und Ackermann hier verschwunden, ne? Okay, da ist noch ein optionaler Raum, wo ich durchgehe sollte, denke ich. Hat sich gelohnt. Da sind auch noch Flintepatronen. Da ist noch Blubber. Und. Ich finde es auch etwas schade, dass ich da die Knabe hier nicht noch verbrennen kann. Die kommen mir etwas suspekt vor. Spritz ist auch immer gut. Die mag ich mal jetzt nämlich setzen. Zack, schon sieht die Welt ganz anders aus, mit viel mehr Farbe. Und als nächstes, was will ich eigentlich als nächstes? Ich kann es gar nicht sagen. Als nächstes, die Sache, wir rüsten uns mit dem Revolver aus. Und ich mache hier wieder meinen Cut, ihr liebe Leute, und wir sehen uns dann wieder morgen zu der Sonntagsepisode von Let's Play The Evil Within. Pelzig. Also machen's gut, bis morgen. Ian Yankee.